Im Moment sind die USA und Russland am Verhandeln um das Ende des Ukraine-Kriegs. Es sieht so aus, dass die Ukraine einen solchen Deal nur abnicken darf. Gross mitbestimmen dürfen sie auch nicht. Es steht auch der Vorwurf im Raum, dass der Trump die Ukraine in den Abgrund stosse. Und das kann doch nicht sein. Das ist ja mega unfair. In diesem Video habe ich versucht herauszufinden, wieso die scheinbar nicht gross mitreden dürfen. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen aus dem zurzeit, ihr seht, das neblige Kalifornien. Und ich muss aber sagen, und ich will euch jetzt nicht nachtreten, aber ich habe das eigentlich noch gern. Es erinnert mich dann nicht zuletzt auch ein bisschen an die Schweiz. Das heutige Video habe ich in folgende Kuchenstückchen unterteilt. Erstens die Ausgangslage. Wer ist am Verhandeln und wieso gerade jetzt? Zweitens die Situation im Kriegsgebiet aus der Sicht der Ukraine, aber auch aus der Sicht der Russen. Oh ja, ciao zusammen, der Winter ist ausgebrochen. Drittens Stand der Verhandlungen. Viertens die Reaktionen dazu. Einerseits die Kritik von Zelensky, die wiederum dazu geführt hat, dass der Trump ein bisschen Geduld hat verloren mit ihm. Und dann fünftens Einschätzungen. Was sagen Analysten zur ganzen Sache? Legen wir los! Und wieso drängen jetzt die USA plötzlich auf Frieden? Meine Vermutung ist folgende. Nach dem Amtsantritt von Donald Trump hat sich die globale Ausrichtung von der USA scheinbar grundlegend geändert. Klar ist, unter dem Trump steht der Eigennutz im Vordergrund. America first. Die USA zieht sich aus kostspieligen internationalen Engagements zurück und setzt stärker auf wirtschaftliche Interessen. Darum wollen sie den teuer und störenden Krieg in der Ukraine so gleitig wie möglich aus dem Weg haben. In Riyadh, Saudi-Arabien, hat das erste Treffen zwischen Russland und Amerika stattgefunden. Europa fühlt sich auch schon ein bisschen verarscht, darf man glaube ich schon so sagen, weil kein europäisches Land an den Verhandlungstisch ist eingeladen wurde. Dass die Schweiz als Verhandlungsort in Frage gekommen ist auch nie zur Diskussion gestanden. Wir erinnern uns, Russland hat die Schweiz im 2022 auf ihre Liste von unfreundlichen Ländern gesetzt. Die Schweiz wird offensichtlich nicht mehr als neutral wahrgenommen. Konkret im Fall Russland, weil die Schweiz die EU-Sanktionen ohne Einschränkungen hat übernommen. Trump hat Folgendes gesagt zur Nicht-Einladung der Europäer. Ja gut, die hätten jetzt 3 Jahre lang Zeit gehabt und noch viel mehr Zeit davor. Das Ganze hätten sie relativ einfach verhindern können. Ein halbwegs intelligenter Unterhändler hätte das schon vor Jahren lösen können. Er bezieht sich hier vermutlich auf Aussagen von zahlreichen Beobachtern, die behaupten, die Invasion hätte verhindert werden, wenn die USA im Vorfeld deutlich klar gemacht hat, dass die Ukraine kein NATO-Mitgliedsland werden kann. Zu den möglichen Auslösern des Konflikts komme ich am Schluss des Videos nochmal zurück. Der Alex Krainer, Handelsanalyst, bringt es auf den Punkt. Up until just maybe 2 weeks ago, bis vor 2 Wochen waren die Europäer strikt dagegen, überhaupt mit den Russen zu reden. Und jetzt sind sie im Off, weil sie nicht in die Verhandlungen einbezogen werden. Aber weder die Ukrainer, noch die Briten, noch die Europäer, noch sonst jemand von der NATO hat mit den Russen Kontakt aufgenommen. Nor anybody from NATO had any contacts with the Russians. Ja gut, dann schauen wir uns noch einen kurzen Videoausschnitt an und hören zu, was die Russen zum Vorwurf sagen, wieso die Europäer unfairerweise nicht an den aktuellen Verhandlungen dabei sind. Im Februar 2014 hat die Europäische Union, darunter Deutschland und Frankreich, ein Abkommen zwischen dem damaligen ukrainischen Präsident Janukowitsch und der bewaffneten Opposition unterzeichnet. Das Abkommen hat vorgesehen, eine neue Übergangsregierung zu bilden und vorgezogene Neuwahlen durchzuführen. Am nächsten Morgen hat die Opposition das Abkommen bereits verletzt. Wir haben das bei den Garanten des Abkommens bei Deutschland und Frankreich gemeldet. Aber sie haben nur gesagt, da können wir nichts machen. Was passiert sei passiert. Das war die erste Chance der Europäer. Die zweite Chance war das Abkommen von Minsk. Die Staats- und Regierungschefs von Russland, Frankreich, Deutschland und der Ukraine haben während mehr als 17 Stunden jedes Komma in diesem Papier, das die Situation in der Ukraine lösen sollte, fein abgestimmt. Der UN-Sicherheitsrat hat diesem Plan auch einstimmig zugestimmt.
Aber schon nach wenigen Tagen hat sich die ukrainische Seite schon wieder nicht mehr daran gehalten. Sie haben offen zugegeben, dass sie gar nie die Absicht hatten, das unterzeichnete Abkommen umzusetzen. Die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass europäische Versuche nie herführen. Wenn sie uns schon dann angelogen haben, warum sollten wir die denn jetzt einladen? Then why invite them at all? Wir merken uns also, dass der Frust der Russen über das Verhalten von Europa sich wahrscheinlich schon länger am Aufbauen ist, wenn das uns bewusst ist. Item schauen wir als nächsten Schritt mal auf die Situation im Kriegsgebiet. Wenn ich die pro-ukrainische Berichterstattung anschaue, dann zeigt sich mir in etwa folgendes Bild. In den Schweizer und deutschen Medien wird vielfach über den Erfolg der ukrainischen Streitkräfte berichtet. Es wird auch der Frontverlauf gezeigt, wobei dann auch kleinste Gebietsgewinne der Ukrainer herausgehoben werden, um den Erfolg im Konflikt zu verdeutlichen. Aus dieser Perspektive bekomme ich den Eindruck, dass der Konflikt einigermaßen ausgeglichen ist. Zu jedem Konflikt gibt es zwei Seiten. Und darum habe ich es noch spannend gefunden, als ich probiert herauszufinden, wie echt die Gegenseite der aktuelle Kräftevergleich beurteilt. Hier seht ihr eine Karte der Ukraine und rot eingezeichnet sind die zurzeit besetzten Gebiete der Russen. Hier, wie ich finde, ein ganz spannender Ausschnitt aus einem Gespräch mit dem Valery Shiryaev, einem ex-russischen Offizier und jetzigen Beobachter des Krieges. Habt ihr das Gefühl, dass der Krieg im 2025 fertig sein könnte? Ja, die Möglichkeit besteht. Das Ende des Krieges wird ein politischer Entscheid sein, kein militärischer. Aus rein militärischer Sicht. Und da könnt ihr jeden General oder Major fragen, ob Amerikaner oder Deutsche. Sie werden euch alle sagen, dass man während dieser Offensive nicht einfach stoppt. Das Einfrieren von der Frontlinie kommt streng genommen immer der Seite zugute, die sich am Zurückziehen ist. Wenn also Verhandlungen mit dem Ziel geführt werden, den Krieg schnell zu stoppen und eine Demarkationslinie festzulegen, wie in Nordkorea, dann wäre das ein direkter Nachteil für Russland. Darum ist es keine militärische, sondern eine Frage vom politischen Willen. Am Ende wird es Putins Entscheidung sein, nicht Trump seine. Was ist das grösste Problem der Ukraine? Zugegeben, sie sind in der aktiven Verteidigung. Ja, sie fügen den vorrückenden Russen schweren Schaden zu. Aber was ist das Endergebnis? Wenn man immer in der Defensive ist, kann man auch nie gewinnen. Sierski hat völlig recht. In der Defensive kann man keinen Krieg gewinnen. Nehmen wir an, die ukrainische Armee zieht sich 1 Jahr zurück, 2 Jahre, 5 Jahre. Dem sagt man Abnutzungskrieg. Wenn es nicht gelingt, Russland zu zermürben, bevor sie selber zusammenbrechen, dann war diese Strategie die richtige gewesen. Aber wenn die ukrainische Militärmaschinerie vor der russischen zusammenfällt, dann steht die Ukraine vor einem totalen Zusammenbruch. Und sollte das passieren, dann wird es schnell gehen. Wir werden eventuell Zeugen werden von einem schnellen Kollaps der Ereignisse. Ja, ich muss es zugeben, es hat mich am Anfang schon auf dem falschen Fuß verwutscht. Es hat mich überrascht, dass es so eine andere Perspektive gibt. Es ist mir am Anfang schwer gefallen, schon nur zu akzeptieren, dass es so einen anderen Blick auf die Situation gibt. Aber dann ist mir meine Bütze als Doc-Filmer doch noch kommod gekommen. Weil als Doc-Filmer muss man seine eigene Meinung auch nach hinten schieben und primär zulassen, gewundert bleiben und probieren zu verstehen, was jemand sagen will. Ja, noch gehen wir weiter zu den aktuellen Verhandlungen. Was wird jetzt genau verhandelt? Gibt es schon konkrete Ergebnisse? Hier die Aussagen von Herrn Trump. Ich werde den Präsident Zelensky treffen. Es könnte sogar sein, dass er schon diese Woche kommt, um das Papier zu unterschreiben. Und das wäre schön. Ich würde ihn gerne im Oval Office empfangen. Es wird ein Abkommen über seltene Erden und verschiedene andere Sachen. Ich glaube, er würde noch gerne hierher kommen, um das Ding zu unterschreiben. Und das wäre auch für mich grossartig. Ich glaube, sie müssten es noch von ihrem Anwalt absegnen oder von wem auch immer. Aber ich bin sicher, das wird auf alle Fälle klappen. Er redet also von einem Agreement mit dem Zelensky, das der amerikanische Zugriff auf seltene Mineralien regeln sollte. Quasi als Vergütung von den geleisteten Waffenlieferungen und Zahlungen an die Ukraine. In einem Fernsehinterview hat der russische Außenminister seine Seite der Verhandlungen geschildert. The agreements that we achieved. Die Vereinbarungen, die wir getroffen haben, Nummer 1, wahrscheinlich das dringendste und zum Glück auch nicht das schwierigste,
ist, dass wir so schnell wie möglich Botschafter von den USA und von Russland ernennen, so dass die Hindernisse von beiden Administrationen beseitigen können, die die Arbeit von unseren diplomatischen Vertretungen ernsthaft behindern. Wie zum Beispiel die Beschlagnahmung von unseren Liegenschaften und häufigen anderen Sachen, wie zum Beispiel die eingeschränkten Banküberweisungen etc. Zweitens haben wir uns geeinigt, dass wir einen möglichst tiefigen Prozess zur Lösung des Ukraine-Konflikts in Gang setzen. Und das Dritte, ein generelles Anliegen. Wir sind uns einig, dass wir die Voraussetzungen schaffen wollen, dass wir auch zu anderen Themen wieder einen Meinungsaustausch haben können. Zum Beispiel über geopolitische Fragen in verschiedenen Regionen auf der Welt, in denen sowohl die Vereinigten Staaten, aber auch Russland Interesse haben. Wir wollen ja handelspolitische Hindernisse beseitigen, sodass es wieder zu einer für beide Seiten vorteilhaften wirtschaftlichen Zusammenarbeit kommen kann. Wir wollen also bei vielen Anliegen konkrete und gute Lösungen finden. So wie ich das interpretiere, geht es bei den Verhandlungen primär um eine Annäherung der USA zu Russland und umgekehrt. Der Ukraine-Konflikt selber scheint im Moment nur nebensächlich diskutiert zu werden. Was bis jetzt also fehlt, sind konkrete Angaben, was genau mit der Ukraine passiert im Fall von einem Kriegsende. Scott Ritter, der ehemalige US Marine Corps Offizier und Russland-Experte, mutmaßt in einem Interview, was die russischen Bedingungen könnten sein. Russia will get its territories. Russland wird Territorien bekommen, die wichtig sind. Dann die sogenannte Denazification, was bedeutet, dass Russland die Nachkriegsregierung von der Ukraine wird kontrollieren, um sicherzustellen, dass die Bandera-Bewegung und andere nationalistische Gruppierungen verboten werden. Eine neue Regierung wird russlandfreundlich sein. Dann die Demilitarisierung, alles was mit der NATO zu tun hat, wird aus der Ukraine verschwinden. Es wird keine grosse Armee mehr geben. Es wird vor allem eine Grenzschutztruppe sein. Die gesamte NATO-Ausrüstung, die in die Ukraine ist gekommen, wird entweder vernichtet, zurückgegeben oder an den Russen übergeben. Schau, so sieht es halt aus, wenn man einen Krieg verliert. Und so sieht es aus, wenn man einen Krieg gewinnt, aus der russischen Sicht. This is what happens when you win a war, from the Russian perspective. Und zum Thema, dass die Europäer über einen derartigen Ausgang des Krieges und quasi Sieg der Russen könnten empört sein, meint er Vater gerade. Europe lives in a fantasy world. Europa lebt in einer Fantasiewelt. Sie erwachen langsam und sehen nach dies nach ein, dass sie in Bezug auf Russland einen grossen und gewaltigen Fehler haben gemacht. Und jetzt geht ihnen auch ihre jahrzehntelange Unterwürfigkeit gegenüber den USA auf die Füße. Weil wir endlich einen Präsidenten haben, der gemerkt hat, dass Amerika Europa nicht braucht. Wenn wir ehrlich sind, ist Europa für uns eine Belastung. Und wir gewinnen nichts aus dieser europäischen Beziehung. Rein gar nichts. Amerika wird sich von Europa lösen und Europa wird vermehrt auf sich allein gestellt sein. Es wird halt auch ein mühsames Jahrzehnt werden für Europa, bis die wieder auf ihren eigenen Füßen stehen. It's going to be an ugly decade or so for Europe as they try to, find their own feet. Schauen wir jetzt als nächstes noch auf die Reaktionen, die die ersten Gespräche ausgelöst haben. Der Zelensky hat gar keine Freude an den Aussagen von Trump, dass er bereit sei, den Russen Eingeständnis zu machen, dass es möglichst schnell zum Ende des Krieges kommen kann. Weil von 4% Zustimmung in der Bevölkerung geredet wird, wissen wir, dass diese Desinformation aus Russland kommt. Wir wissen, dass die Zahl so zwischen Amerika und Russland diskutiert wird. Das bedeutet, dass der Präsident Trump bei allem Respekt vor ihm und vom amerikanischen Volk, das uns immer unterstützt, das heisst, leider lebt Herr Trump in einer Blase von Desinformation. Dass der Zelensky jetzt dem Trump vorwirft, er sei auf russische Propaganda hineingefallen und er lebe in einer russischen Desinformationsblase, ist bei Donald gar nicht gut angekommen. Es scheint mir, der Trump verliere nach nur einer kurzen Kennenlernphase bereits Geduld mit dem Zelensky. Er weigert sich, Wahlen abzuhalten. Seine Zustimmungswerte in echten Umfragen sind tief. Ich meinte, wie könnten die auch hoch sein, wenn jede Stadt zerstört ist? Jemand hat mir gesagt, oh nein, seine Umfragewerte seien gut. Aber Hand aufs Herz, jede Stadt ist kaputt.
Das Einzige, was er wirklich gut konnte, ist Joe Biden zu spielen wie eine Geige. Er ist ein Diktator ohne Wahlen. Zelensky macht jetzt gescheiter mal vorwärts, sonst hat er kein Land mehr. Er muss handeln, schnell handeln, weil der Krieg geht in die falsche Richtung. Inzwischen verhandeln wir erfolgreich mit Russland über ein Ende des Krieges. Etwas, das nur Trump wird fertig bringen. An end to the war with Russia. Something all admit that only Trump is going to be able to do, and the Trump administration, we're going to be able to do it. Unser Staatssekretär Marco Rubio, der persönlich mit dem Zelensky verhandelt hat, doppelt nachher. I think President Trump is very upset at President Zelensky. Ja, der Präsident Trump ist feierlich ein bisschen taub über Zelensky. In gewissen Sachen auch zu Recht. Ich persönlich habe mich ziemlich genervt. Wir haben ein Gespräch gehabt und die Frage um die Mineralrechte diskutiert. Wir haben ihm gesagt, schau, wir wollen ein Joint Venture. Nicht, weil wir Land klauen, sondern weil das eine Art Sicherheitsgarantie ist. Wenn wir Partner sind, bekommen wir einen Teil vom Batzen zurück, den unsere Steuerzahler zur Verfügung haben gestellt. Fast 200 Milliarden $. Und er hat gesagt, klar, das machen wir. Das macht auf alle Fälle Sinn. Das einzige Problem sei, dass es vom Parlament abgesegnet werden muss. 2 Tage später habe ich gelesen, dass Zelensky behauptet, er hätte das Geschäft abgelehnt, im Fall. Also ganz anders, als dass er es uns gesagt hat. Darum regt man sich dann auch schon ein bisschen auf über so Leute. Wir wollen ja denen auch nur helfen. Da sollte schon ein gewisses Mass an Dankbarkeit herum sein. Und wenn er dann unseren Präsident beschuldigt, in einer Desinformationswelt zu leben, dann ist das ziemlich kontraproduktiv. Präsident Trump ist nicht der Typ, der sich das einfach gefallen. Ich glaube, so langsam zu begreifen, dass der Grund, warum das jetzt hauptsächlich die Amis und die Russen auf eine Lösung herbügeln, ist darin zu suchen, dass auch der Auslöser von diesem Konflikt auch bei diesen 2 Grossmächten zu suchen ist. Dazu die Aussagen von Professor Dr. John Mersheimer. It was the United States' efforts. Es waren Bemühungen der USA, die Ukraine zu einem westlichen Bauwerk an der Grenze zu Russland zu machen. Aber ich weiss, für die Russen ist das eine existenzielle Bedrohung. Die NATO-Erweiterung ist das wichtigste Element von unserer Oststrategie. Als die USA im April 2008 diese Strategie zum ersten Mal propagiert, haben die Russen unmissverständlich klar gemacht, dass sie das nie werden zulassen. Sie werden eher die Ukraine besetzen, als dass die NATO gehen können und er zu einer Bedrohung an ihren Grenzen könnten werden. Aber wir haben nicht auf sie gehört. Wir haben das Gefühl gehabt, wir können den Russen unsere NATO-Erweiterung ganz einfach aufzwingen. And we refused to listen. We thought that we could shove NATO expansion down their throat. Oder Bobby Kennedy erklärt klipp und klar, wieso dass Russland die NATO nicht in der Ukraine haben will. Russland ist 3 Mal über die Ukraine angegriffen worden. Beim letzten Mal hat Hitler jeden 7. Russ getötet. Russland will keinen NATO-Beitritt der Ukraine. Gemäss Aussagen von Professor Jeffrey Sachs, ehemaliger Special Advisor to UN Secretary General, hat die USA die Russen bewusst provoziert. I had an hour call with Jake Sullivan in the White House, begging, Jake, avoid the war. You can avoid the war. All you have to do is say, NATO will not enlarge to Ukraine. And he said to me, oh, NATO's not going to enlarge to Ukraine. Don't worry about it. I said, Jake, say it publicly. No, we can't say it publicly. These are not very bright people. I'm telling you, if I can give you my honest view, they're not very bright people. And I've dealt with them for more than 40 years. In 2019, there's a paper by Rand, How Do We Extend Russia? Do you know they wrote a paper which Biden followed? How do we annoy Russia? That's literally the strategy. How do we annoy Russia? We're trying to provoke it, trying to make it break apart, maybe have regime change, maybe have unrest, maybe have economic crisis. That's what you call your ally. Are you kidding? Vor der EU-Kommission berichtet er über ein Telefongespräch mit dem Jake Sullivan, dazumal US National Security Advisor, im November 2021. Das heisst 3 Monate vor der russischen Invasion.
Und so sind die Provokationen der westlichen Länder weitergegangen. Hier ein paar Schlagzeilen vom Jänner 2022. Und dann ist eben der verhängnisvolle Auftritt von Kamala Harris am 19. Februar an der Sicherheitskonferenz in München gekommen. Hier hat sie nochmal bestätigt, dass der Ukraine der Weg in die NATO muss offen gehalten werden muss. Und sie hat Richtung Russland gedroht, falls die das nicht zulassen wollen. Und 5 Tage später sind die Russen in der Ukraine einmarschiert. Kann jetzt also der Trump alleine einen Frieden erzwingen? In Amerika gibt es zahlreiche Stimmen, die sagen, ja, falls Russland ebenfalls einen Frieden will. Die USA haben Milliarden an direkter Budgethilfe an die Ukraine geleistet und damit wichtige Dienstleistungen wie Schulen, Krankenhäuser, Polizei und Feuerwehr am Leben behalten. Ohne diese Unterstützung hat die Ukraine mit massiven Engpässen zu kämpfen. Es ist wahrscheinlich nicht ganz richtig zu behaupten, dass die Ukraine ohne amerikanische Hilfe in den Abgrund stürzt. Aber sie wäre auch in ernsthaften Schwierigkeiten. Darum ist es kaum verwunderlich, wenn einzelne Beteiligte wie der Zelensky oder die Europäer zwar öffentlich ihren Frust zeigen, aber unter dem Strich werden dann auch alle der Federführung der Amerikaner und der Russen folgen. Dass Zelensky allgemein Einfluss verliert. Ein weiterer Beweis dafür war, dass das ukrainische Parlament anfangs dieser Woche eine Resolution verabschieden wollte, die dem ukrainischen Präsidenten weiterhin das volle Vertrauen hat ausgesprochen. Aber die grosse Mehrheit des ukrainischen Parlaments hat das abgelehnt. Eine klare Niederlage. Erst beim zweiten Anlauf, einen Tag später, hat es dann doch noch geklappt. Aber wie gesagt, so ganz fest sitzt der ukrainische Präsident auch schon nicht mehr im Sattel. Zelensky has no say whatsoever in any outcome here. Zelensky hat auf das Ergebnis der Friedensverhandlungen keinen Einfluss mehr. Er wird eher früher als später von der Bildfläche verschwinden. Er ist an die Macht gesetzt worden, um Milliarden von Dollar an Hilfsgeldern in die Ukraine zu leiten. Und die hat er dann als korrupter Herrscher an verschiedene Gruppen im Hintergrund verteilt. Und ich sage es noch einmal, seine Regierung ist eine Scheinregierung, buchstäblich ein Vehikel zum Geldwaschen und zur Bereicherung von bestimmten politischen und wirtschaftlichen Eliten. Wenn Zelensky seine Aufgabe vom Geldauftreiben nicht mehr erfüllen kann, wird man ihn loswerden und durch jemanden ersetzen, der das wieder schafft. Then they're going to remove him and put somebody in who can fulfill the job. Als nächster Schritt wird der Zelensky in Washington erwartet, damit er dort seine Unterschrift geben kann betreffend dieser Vereinbarung zum Abbau von Mineralien als Gegenleistung für die geleisteten amerikanischen Hilfen. Der Rohstoffvertrag wird allerdings noch nicht Teil des Friedensplans sein. So wie ich das verstehe, werden das 2 unterschiedliche Verträge werden. Diese Story entwickelt sich zurzeit extrem schnell, aber jetzt haben wir wenigstens einigermaßen guten Überblick über all die Aktionen und Akteure, um das ein bisschen besser einzuordnen. Ich bleibe dran. Also, ich würde sagen, das war es für heute. Merci fürs Reinschauen. Wir verlieren sowieso jedes Licht. Liebe Grüße überall dorthin, wo ihr mich gegrüßt habt. Seit meinem letzten Video, und zwar nach Aarau, Aargau, Eschi bei Spiez, Appenzell, Allschwil, Basel, Belp, Biel, Einsiedeln, Emmental, Dagmarsellen, Dübendorf, Fitzbach, Frauenfeld, Frickbach, Grindelwald, Luzern, Letzbau, Münchenstein, Nerach, Oberwil, Basuland, Rapperswil, Jona, Rubigen, Rheinach, Solothurn, Studen, Sursee, Sedrun in die Skiferien, Turbental, Thun, Reichenburg, Wollerau, Schweiz, Wiel, Winterthur, Zugerland, Zürich-Seebach und dann auch noch ins Ausland, Oberösterreich, Brasilien, Costa Rica, Portugal, Deutschland, Niederland, Madrid, Mexiko, Texas, Südafrika und liebe Grüße nach Pontresina. Bitte, ist doch gern geschehen. Also, liebe Grüße vom Wilden Westen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.